Onze Geschicht schildert die Pilgerreis von ein Port von Plautdietsche Mennoniten in Nord-, Mittel- und Südamerika. Onze Geschicht Nummer 84. Letztes Mal hat wir noch gerade gesagt, dass wir uns davon vertalen wollen, wo unsere trigj nach Manitoba jekomne Mennoniten sich hier zurechtfinden in ihrem wirtschaftlichen Leben. Wir vertalen wir erst noch mehr davon, und dann wollen wir uns vertalen von den verhältnismäßig wenigen von Mexiko nach Saskatchewan zurückgekommenen Mennoniten. Die mennonitische Familien, die nun mal von Kanada nach Mexiko trocken, die haben in Kanada sozusagen alle auf mennonitische Kolonien in ein mennonitische Dörfer gewohnt. Und die waren in Kanada auch sozusagen alle vor mir gewesen. Und die wohnten in Mexiko auch auf mennonitische Kolonien und waren da am Anfang auch sozusagen alle vor mir. En lang immer leer dat in Mexiko immer so, dat de Oldkolonie blijven zullen, dat de Sommerfelder blijven zullen, en dat Kleingemeente blijven zullen. Aber dat wordt in Chihuahua met de tijd ganz anders. Besonders befrieden zich van de 1960er jaren aan immer nog meer Oldkolonie met Kleingemeente. Zodat, wanneer we nu van trigj naar Manitoba jekomne Mennoniten reden, dann können wir nicht mehr unbedingt unterscheiden, wo eine Familien von welchem Hintergrund sind, Oldkolonie, Kleingemeinde oder Sommerfelder. Wenn die viele in Manitoba wohnenden Nachkommen von den damals aus Kanada ausgewanderten Mennoniten hier auch nicht dort Verrecht haben, vor mir zu sein, so als ihre Väter dort zu ihrer Zeit hier hatten, dann haben die meisten von uns dort hier aber doch gelehrt, auf verschiedene andere Wege einen bedeutenden Beitrag zu machen zu der Manitoba Economy. Viele von unseren Menschen tragen hier viel zu der Economy und zu dem gesellschaftlichen Leben bei durch ihre eigenen Fabriken oder andere Geschäfte. Und viele andere durch ihre Berufsarbeit als Schullehrer, Doktors, Nurses Aides, Buchführer, Salesman, School Textbook Editor, Personalmanager, Pastoren, Predikers, Youth for Christ Arbeiter und Gesellschaftsarbeiter, Social Workers und auf verschiedene andere Wege. Aber wie weit die meisten von unseren Lied merken ihren Beitrag zu der Manitoba Economy als Arbeiter in den vielen verschiedenen Fabriken, Handelsgeschäfte, Altenheime und verschiedene andere Institutionen. Sehr viele von unseren früheren und Merkes tun sogenannte Homecare-Arbeit, viele andere merken Hiesereien. Ich glaube, dass es bemerkenswert, wo die trigj nach Manitoba jekomne Mennoniten dort gelehrt haben, sich hier in Manitoba so zu integrieren und nützlich zu merken, dass sie ein wichtiger Part von dem allgemeinen wirtschaftlichen Leben geworden sind, wo sie eher praktisch und die Familienform schon gelehrt weiten zum allgemeinen Nutzen anwenden können. Und dort ist lobenswert. Die viele von Mexiko und von anderen lateinamerikanischen Ländern trigj nach Manitoba gekommene Mennoniten haben hier nicht ihre eigenen verschiedenen Kirchen oder Gemeinden gegründet, so als die trigj nach Ontario gekommene dort haben, aber die haben dort meistens verstanden, sich hier in die vielen mennonitische Kirchen oder auch in nicht-mennonitische Kirchen zu integrieren. Und wenn wir hier auch zu viele verschiedene Gemeinden gehören, haben wir dort meistens aber gelehrt, uns zu werden gegenseitig anzuerkennen. Ich glaube, die meisten von uns trigj nach Manitoba gekommene Oldkolonie, Sommerfelder und Kleingemeinde haben dort hier viel besser verstanden gelehrt, was das meint, wenn wir in unserem Glaubensbekenntnis und wir in unserem über 200 Jahre alten Katechismus fingen und meist alle auch auswendig gelehrt haben, sagen, ich glaube an eine allgemeine christliche Kirche, die heilige Ehre Gemeinschaft. Und dort glaube ich, es mehr als lobenswert. Das ist eine direkte Antwort zu unserem Heiland seinem Gebet, wenn er in Johannes 17, Vers 11 sagt, Heiliger Vater, erhol dich in deinem Namen, wo du mir gegeben hast,
dat ze 1 cent. Zo sturen ik 1 cent. Jo, wie van Mexico terug naar Manitoba gekomen oude koloniën, Sommerfelder en Kleingemeinde, die wie dort in Mexico zo gewand wären, dat we in aufgeschlossenen Kolonien en Dorpen woonden en door größtenteils onze eigene wirtschaftliche Autonomie hadden. Wir haben uns hier in Manitoba, wat ons geistliches Leben anbelangt, en de viele verschiedene mennonitische en nicht-mennonitische Kirchen angegliedert. En wat onze Arbeit oder ons wirtschaftliches Leben anbelangt, haben wir uns hier in dem großen manitobischen Wirtschaftsleben voll und ganz integriert und merken so unseren, ich glaube, angesehenen Beitrag zu der kanadischen Ökonomie. Aber bei all diesem haben wir hier in Manitoba und auch in Ontario meistens noch unsere Identität geholt. Dat heet, wir fehlen meistens noch immer miteinander eng verbunden. En dat is naar meinem door verholen ook lobenswert en wondervoll. De meeste van ons fehlen ons ook immer noch verbunden met onze Verwandten en Freunde en onze oude Heimat. Wir vermissen noch immer dat Positive en dat Wertvolle an einem Dorps- en Kolonieleben. En wie gleichen dat meest alle gaan we dan nog mal terug naar onze oude Heimat aan te voeren en door onze oude Freundschaften te erneuern. En dat is, zoals ik dat zei, ook wondervoll en lobenswert. Aber dat bij dem naar Mexico oder ook naar andere middel- en Zuid-Amerikanische landen gaan voeren, ook manchmal een beetje unangenehme Ereignisse oder Erfahrungen geven. Wenn wir zum Beispiel mal naar Mexico fuhren, dann kann das mit mexikanische Grenzbeamte oder Kontrollstädtbeamte manchmal so ein bisschen unangenehme Begegnungen geben, besonders in den 1960er und 1970er Jahren. Davon können einige von uns viele verschiedene Geschichten vertellen. Aber ich will hier bloß von einer so einer Begebenheit kurz was vertellen. Meine Frau und ich mögen uns 1974 zum naar Chihuahua, Mexico, zu Susanna ihrem Vater seinem Begrafnis zu fahren reit. En als einer von meinen Brüdern dort antwortet, dass wir nach Mexiko fahren wollen, dann sagt er mir, dass einer von seinen Freunden am Gerot vertalt hat, dass er verwendet der Trigj in Chihuahua gewesen wäre, und dass der mexikanische Beamte nicht auf der Grenze in Juarez, aber bei der Kontrollstelle, bei dem Checkpoint, bei Kilometer 28, sich so gedonen haben, als wenn jeder Uitlander, jeder Tourist geimpft und untergespritzt worden muss, ehe die noch wieder in Mexiko hineinfahren darf. Wir hatten noch 4 Mitfahrer und wir fuhren sehr bosig durch die US, aber ich sehe meine Frau und auch unsere 4 Mitfahrer nicht von dem geimpft worden sollen bei Kilometer 28 in Chihuahua. Aber ich hatte mir dort auf dem langen Weg durch die US beim Fahren all gut durchgedacht, wo ich dort handhaben will, wenn diese Frau dort wirklich abkommen würde. Auf der Grenze in Juarez schafft alles gut. Da hat wir ohne besondere Schwierigkeiten in kurzer Zeit alles geregelt. Und wir fuhren dann durch Juarez, bei der Kontrollstelle, der Checkpoint, bei Kilometer 28. Und als wir da ankamen, angekommen wären, dann hielten wir da selbstverständlich an. Aber ich habe meine Frau und auch unsere Mitfahrer noch immer nichts gesagt von dem mexikanischen Beamten ihrem nächsten Trick, von ihrem sich so stahlen, als wenn jeder Tourist geimpft worden muss, ehe der in Mexiko hineinfahren darf. Ich nehme einfach unsere und all unsere Mitfahrer ihre Papieren mit und ging ganz allein an das kleine Kontrollstelle Checkpoint Hüschen nennen und ich sehe und weiß den mexikanischen Beamten, dass wir in Juarez auf der Grenze alles geregelt haben. Aber das Mann krieg von unter seinem Tisch eine große, dicke Spritz mit einer sehr dicken Nadelfeer
krijgt zo'n sprets een notel als ik in Mexico einmal gebruikt had om Rinder en Pier onderspretsen. En hij leed deze sprets ganz langsam op zijn derschen ab en vroeg me dann bij aan, den onze papieren die zijn, hast u niet bewijst of mitgebracht, dat de grensbeamte in Juarez je alle geimpft oder eingespretzt haben? En ik beantwoord deze vrouw met een Jeen-vrouw. Ik vroeg dem sehr ernstcheckenden, sindischen Schädel ganz unschuldig, sollen die Grenzbeamte dort gedonen haben in Juarez? En des strome Beamte seht in sehr ernstem Ton, ja, op jeder Grenz steht, wo Menschen von anderen Ländern in Mexiko hinkommen können, da müssen alle Reisende, alle Touristen geimpft worden, ehe die in ons Land hinfahren dürfen. En op deze erklärung kan stelde ik me zo, als wanneer ik eruit komen wil, en zei dan tot den Beamten, wanneer de Grenzbeamte in Juarez ons hadden impfen gezult, dan waren die ditmaal dat ook doen. We fuhren voetstreek naar de grens gaan en merken die dat doen. Maar dan zei des man ganz höflich, treek naar de grens fuhren brok je daarbij niet. Hij neemt waar de grote, dicke sprets met de dicke notel in zijn hand, offensichtlich tot mij zo een beetje ängsten, en zei dan, daartoe zijn we hier. Wanneer de Beamten op de grens dat vergeten hebben te doen, dan doen we dat hier. Maar dan zei ik nog entschiedener toe aan. Ditmaal waren de Grenzbeamten daar niet met weggekomen in Juarez. Dort waar we die wiesen. Dat zijn maar bloos 28 kilometer bij de grens terug te voeren. We voeren nu voets terug doorheen en merken die mannen ons vol en gans bedienen, zoals die dat schuldig zijn te doen. En als dat zo weit gekommen weer met onze verhandeling, en ik me zo stel als wanneer ik dat zo meint, dat we terug naar de grens steed en Juarez voeren worden, dan kwam een andere zindig Schaman uit dat andere stofje eruit, dat we vergeblich de Hecherbeamte, en die vroeg in zeer ernstem Ton, am wat handelt zich dat hier recht? En de Onderbeamte, wanneer met mij verzocht te verhandelen, die antwoord dem zogenaamden Hecherbeamten zo. Oh, de Grenzbeamten in Juarez haben mal weiter nicht ihre Arbeit in voll gedonen. Die haben diese Koffer Menschen alle nicht geimpft, ehe sie die wiederfahren leiten. Und dann sagt der Hecherbeamte zu dem anderen Deiner, weißt du das noch nicht? Dort Touristenimpfen auf die mexikanische Grenzen hab ich all 2 Werk nicht mehr gebraucht. Und dann checkt der Unterbeamte den Hecherbeamten sehr ernst an und sagte an, na wo hat mir dann, wat nu kein Mensch wat davon gesagt. Und dann dreht sich weiter nach mir und sagt, in sehr höflichem Ton, dann darf ich nu ruhig fahren. Habt eine gute Fahrt. Als wir dann von Kilometer 28 wiederfuhren, dann vertelde ich meine Frau und der andere Feuerwehrfahrer, dass die Checkpoint-Beamte eine sehr große, dicke Spritz mit einer sehr dicken Notel auf seinem Tisch abgelegt und sich so gestellt hat, als wenn er uns alle wollte impfen wollten, ehe er uns kann wiederfahren lassen. Und mal erst dann sehe ich unsere Mitfahrer dort, dass mein Bruder mich, ehe wir von Mexiko aufgefahren wären, all dafür gewarnt hat, dass die mexikanische Beamte bei Kilometer 28 in der letzten Tag diesen Trick gebraucht haben, um Geld uit de Touristen uit te prassen. De grote Spritz met de dicke Notel weer offensichtlich door, dat de Menschen sich für ein geimpft worden wehren sollen, zodat Touristen an met veel Geld sollen bekijken wollen, dat sie an ohne geimpft zu worden sollen fahren lassen. Aber wils mir dort vorher gesagt worden wäre, wat de mexikanische Beamte nächster Trick wäre, um de Menschen nervös merken om Geld uit einer uit te prassen, had ik ditmaal einen Trick uitgedacht en den Erfolg gebracht, um de mexikanische Beamte te uitsmarten. En nu willen we ons wat vertellen van de verhältnismäßig wenige van Mexiko naar Saskatchewan teruggekommene Mennoniten. We hadden allemaal davon geredet, dat de meeste van de 27 Beichtholer families
wo am 16. Dezember 1922 von Herbert Jayent en Saskatchewan naar Chihuahua, Mexiko, uitwanderden en daar bij Milpias, een beetje zuidwesten van Kusiviliachik, ansiedelden en wenige jaren terug naar Saskatchewan gekomen waren. De meeste van deze families trokken waren aan de Herbert Jayent nen. Wo die nakomen in Canada van deel wonen, daarvan weet ik zeer weinig. Ik verzocht een paar jaren terug nog eenmaal van einem dik, wo als een jugendlicher, teenager mal van Kusiviliachik, Chihuahua terug naar Canada gekomen weer en nu in Morden, Manitoba woont, of die mij de geschichte van de Leichtaler Erem naar Mexico uitwanderen en van daar terug naar Canada komen, vertalen kon. Aber des man will mir nicht viel davon vertalen. Seht einmal weiter, mein Denken ist all nicht gut genug dazu. Ich will die nicht was vertalen, was vielleicht doch nicht stimmen wird. Was vielleicht doch nicht ganz so sein wird. Von der Heegreserve von Saskatchewan naar Durango, Mexico uitgewanderde Oud-Koloniale families kwamen ook al aan de eerste jaren adelige families terug naar Canada. Einige families wären dort noch mal adelige Monaten geweest, wat ze sich daaraan einig geworden wären, dat ze daar nicht wohnen bleiben wollen. Und wenn so eine Familie terug naar Saskatchewan kwamen, dann trokken die hier meestens weiter op de Heegreserve en de dorpen in men. Wir haben uns auch einmal eher gesagt, dat meiste Hälfte von den Old-Kolonial Families auf der Swift Current Reserve in Saskatchewan wohnen bleiben, aus ihrer ganzen Leidenschaft mit über der Hälfte Families, über 2000 Zeilen und 13 gecharterte Zieh von dort nach Chihuahua, Mexiko uitwanderten. Und wir haben auch einmal gesagt, dass auf der Swift Current Reserve keine neue Old-Kolonial Gemeinde gegründet worden wäre, nachdem ihre ganze Leidenschaft und dat geradste Port Gemeindenglieder von dort weggetrokken wären. Und vielleicht wäre dort Krieg da wären, dort waren von den Swift Currenter Families, die da von Mexiko zurück nach Kanada kamen, meistens nicht zurück nur die Swift Current Reserve in Saskatchewan trocken, büter vielleicht Wort von den ganz ersten Families, wo von dort zurückkamen. Die Swift Current Reserve existiert nochmal von 1905. Und auf dieser Siedlung wohnten bloß Old-Kolonier. Aber die ganze Old-Kolonische Leidenschaft wäre von 1922 bis 1927 mit dieser Reserve erüht und nach Chihuahua, Mexiko getrokken. Und die zurückgebliebenen Old-Kolonier wären auf der Swift-Current-Siedlung ganz ohne Leidenschaft. Kein Prediger, kein Vorsteher, kein Waisenmann, aber kein Waisenvorsteher und kein Brandvorsteher wir durchgeblieben. Hier brechen wir für das Mal weiter auf. Nächstes Mal vertellen wir von, wo die auf der Swift Current Reserve gebliebene Old-Kolonial Gottesdienst pflegten, wann all ihre Oms nach Mexiko getrokken werden. But nächstes Mal, ich sehe George Rempel.